Das historische Gebäude des früheren Reichspräsidentenpalais, heute Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Der Neubau rechts mit zum Wasser gewandter Freitreppe ist nach der früheren Reichstagsabgeordneten Marie-Elisabeth Lüders benannt. Die erste Frau, die an einer deutschen Universität den Doktortitel erwarb. Das Gebäude ist Sitz der Parlamentsbibliothek, weltweit die drittgrößte nach denen in Washington und Tokio. Die Bronzeskulptur auf dem Treppenabsatz ist ein Werk von Mario Marini, der für seine sich aufbäumenden Pferde und stürzenden Reiter bekannt ist. Zentrum des Regierungsviertels ist das Reichstagsgebäude, heute Sitz des Bundestages. Die neue, runde, gläserne Kuppel ist ein Entwurf des britischen Architekten Lord Norman Foster. Sie misst 38 Metern Durchmesser und hat eine Höhe von 23,5 Metern. Die Kuppel ist nicht nur das hervorstechende architektonische Merkmal, sie dient auch der Belichtung und der Entlüftung des darunter gelegenen Plenarsaals. Die Terrasse des Parlamentssitzes und die Kuppel sind normalerweise täglich bis 24 Uhr für Besucher geöffnet. Jährlich genießen etwa 3 Millionen Besucher die Aussicht von dort oben. Die weißen Kreuze am linken Ufer erinnern an Menschen, die schwimmend versuchten, nach West-Berlin zu entkommen. Reste der Berliner Mauer sind als Mahnmal im Erdgeschoss des Marie-Elisabeth Lüders Hauses so aufgestellt, dass man sie von außen sehen kann. Links der dritte Neubau, das Paul-Löbe-Haus, ist Sitz der Ausschüsse und der Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages. 2 Fußgängerbrücken verbinden das Gebäude mit der Parlamentsbibliothek. Die untere ist öffentlich zugänglich, die obere den Abgeordneten und Bediensteten des Bundestages vorbehalten. Die Berliner nennen die Brücke deshalb auch die höhere Beamtenlaufbahn. Das blaue Gebäude links beherbergt die Kindertagesstätte des Deutschen Bundestages. Im gegenüberliegenden Gebäude befindet sich die Bundespressekonferenz, der Ort, an dem deutsche Politiker von Journalisten so richtig in die Mangel genommen werden können. Die neue Kronprinzenbrücke vor uns ist eine moderne, licht- und leicht wirkende Konstruktion des Spaniers Santiago Calatrava, der gerne Tier- und Pflanzenformen in die Architektur überträgt.